Köllergefahr, eine Woche Sandstrand. Willkommen zurück, Part 3 des Saisonrückblicks von 2 Kölsch. Und wie man sieht, das geht nur bei uns in Köln. Da gibt's sogar Sandstrand, auf dem Gras wächst. Ja. Ja, Leute, der Tag ist weit fortgeschritten. Wir haben mittlerweile 4:45 und man sieht, die Sonne steht jetzt schon ein bisschen tiefer. Hier weht ein ganz angenehmer Wind, was uns sehr freut, denn wir sind mittlerweile echt gut durchgegart von den ersten beiden Spots. Und jetzt sind wir hier angekommen auf den Poller Wiesen. Man sieht schön, hinter mir die Kranhäuser, eine wunderschöne Location. Der Dom kommt uns auch langsam näher. Und wir beschäftigen uns an dieser Stelle jetzt mal mit der Konkurrenz, die uns nächstes Jahr erwartet. Und dabei blicken wir vor allem mal darauf, wie sich die ganzen anderen Vereine denn so selbst sehen, also welche Positionierung haben sie sich auferlegt. Und wir vergleichen das auch mal mit der Art und Weise, wie die Fans diese Vereine betrachten und ob das so deckungsgleich ist immer. Und dann beschäftigen wir uns zudem auch noch mit Zyklen, in denen sich Vereine befinden, also entweder erfolgreiche Phasen oder aber weniger erfolgreiche Phasen. Wenn man über den FC redet, sind wir im Moment so ein bisschen in Aufbruchsstimmung, vielleicht in eine bessere Zeit. Dazu kommen wir aber später noch, denn in diesem Teil reden wir über die anderen Vereine. Und Thomas, mit welchem fangen wir denn an? Ja, wir fangen ganz oben an und ich finde, um das kurz zu ergänzen, dass das eine Frage ist, die man sich eigentlich viel zu selten stellt. Das ist alles immer so Selbstverständnis. Man guckt immer auf diese Vereine, die sind alle einfach irgendwie da. Aber was will der Verein? Wofür stehen die eigentlich? Das fragt man sich nicht. Ne? Und wir haben angefangen, uns für Nachhaltigkeit und so weiter zu engagieren. Das ist ja ganz interessant. Wofür steht Pauli? Das kann jeder sofort sagen, die stehen was anderes als Bayern München. Und das sind die ersten, mit denen wir uns auseinandersetzen. So. Die Bayern. Oder die Bayern. So, und in der Selbstwahrnehmung kommen die ja immer über Mir San Mir und wir alle haben sie über Jahre verbunden mit einer absoluten Dominanz, mit einem Siegeswillen, auch wenn die 5-0 geführt haben, die wollten immer noch ein Tor schießen und noch ein Tor schießen. Kormoran. So, und da ein Kormoran, ja. Gott, da siehst schön du mal hier. am Rhein, ja, warum ist es am Rhein so schön? Ja. Und da ich möchte ja nichts vorwegnehmen, aber die Wahrheit ist doch, dass der FC Bayern in der Wahrnehmung, in unserer auf jeden Fall, und ich glaube der meisten, das nicht mehr ist im Moment. Ne? Ja, und wenn man mal den Zyklus betrachtet, dann muss man ganz klar natürlich feststellen, das ist ein verdammt erfolgreicher Zyklus, den die hinter sich haben. 10-mal Meister in Serie und davor waren sie ja jetzt auch nicht gerade schlecht unterwegs. Ja. Fakt ist, es fühlt sich so ein bisschen an, als käme dieser Zyklus langsam an sein Ende. Ja. Und wenn man die Managementsituation bei den Bayern betrachtet, dann liegt der Grund offensichtlich ja auch auf der Hand. Denn da sind Leute jetzt abgetreten, angefangen mit Hoeneß und Rummenigge, die ein fürchterliches Loch hinterlassen, eine Lücke hinterlassen haben. Und die neuen Leute, sowohl Kahn als auch Salihamidzic, können das aus unserer Sicht, ich meine, das ist ja völlig subjektiv, ne? Können die das bisher nicht ansatzweise erfüllen, was ihre Vorgänger geleistet haben. Und das ist ein Indiz, wenn man sich zudem auch mal die Führungsspieler anschaut. Ein Lewandowski, alle rufen plötzlich nach Wertschätzung, alle fühlen sich nicht fair behandelt, alle wollen bessere Verträge. Und der Süle-Abgang, vorher auch der Boateng-Abgang, oder auch das fing ja mit Alaba eigentlich schon an. Also das erodiert tatsächlich jetzt schon seit einigen Monaten, wenn nicht sogar seit mindestens einem guten Jahr, erodiert das vor sich hin. Und unsere große Hoffnung ist natürlich, dass die Bayern jetzt in einen Zyklus eintauchen, der weniger erfolgreich ist. Man hat sich ja immer gefragt, wie es gelingt, dass diese ganzen Alpha-Tierchen, ja, wo einer das größere Ego hat als der nächste, aber irgendwie doch in einen Team-Spirit reingehen. Ne? Ja. Also die haben dieses Mir San Mir hat tatsächlich auf irgendeine Art und Weise funktioniert. Das war der Nenner, auf den die das bringen konnten. Und man hat jetzt das Gefühl, dass es nicht mehr funktioniert. Jetzt funkt dann von draußen irgendwie so ein Hoeneß noch mal rein und sagt, es geht ja alles immer nur um Kohle. Ja. Das ist ja eine wohlfeile Kritik. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Ja, um was ist es sonst? Ich meine, wer hat das am allermeisten betrieben in der Bundesliga, dass es immer nur um Kohle geht? Das war ja nun der FC Bayern. Ne? Ganz genau. Aber die nachkommen, kriegen irgendwie es nicht hin, dass sie zum richtigen Zeitpunkt Attacke fahren und mal einen Reizpunkt setzen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt nochmal klar machen, jetzt es geht nicht, dass wir die Saison ausklingen lassen und solche Dinge. Ja. Ganz spannend. Also
so läppsch habe ich die eigentlich noch Lange nie nicht erlebt. ne? Und aus deren Sicht kann das ja auch keine erfolgreiche Saison sein. Also zyklusmäßig, wenn wir das so beurteilen können, absteigender Ast, würde ich sagen. Ja, am Ende eines Erfolgszyklus, denke ich mal. Ne? Was jetzt kommt, das wird man sehen. Und man sieht ja beim FC, wie wichtig tatsächlich diese Managementfrage ist. Für mich ist es nach wie vor das absolute A und O, Trainer und Geschäftsführung bzw. Sportdirektor. Und das, was bei Bayern sich da im Moment abzeichnet, das ist ähnlich wie beim FC, wie man es die letzten Jahre gesehen hat, bevor jetzt diese grundlegende Änderung eingetreten ist. Da arbeitet man nicht Hand in Hand, da wird gegeneinander gearbeitet und deswegen meine Prognose für die Bayern, und da lassen wir uns dann natürlich auch gerne nächstes Jahr lassen wir uns kontrollieren, ist, dass die mindestens mal nicht mehr Meister werden. Ja, und freuen müsste sich dann, wir gehen die Tabelle runter tatsächlich, also rückwärts, freuen müsste sich dann Borussia Dortmund. Okay, wie sieht's bei denen aus? Ja, genau. Wofür stehen die eigentlich? Das ist ganz spannend, nicht wahr? Weil ohne vorzugreifen, die haben ja lange Zeit auch für so einen Pott-Verein gestanden. Das sind die für meine Begriffe so nicht mehr. Die sind viel zu international, um quasi noch so eine innerdeutsche Identität zu haben. Mhm. Das, glaube ich, können sie nicht mehr abbilden. Dafür sind sie zu erfolgreich. So, ich glaube, die ringen ein bisschen um ihre Identität, wenn ich ehrlich bin. Weil die müssen ein bisschen aufpassen, dass sie jetzt nicht Vize-Dortmund werden, dass sie nicht quasi Leverkusen ablösen. Natürlich mit einer komplett anderen Power, ne, und ganz anderer Fanbase, da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Aber irgendwie kriegen sie diesen letzten Schritt nicht auf die Reihe im Moment. Haaland weg. Ja, dafür haben sie auch ein paar gute Leute verpflichtet. Ne? Also zum Beispiel auch den Süle, von dem wir eben gesprochen haben. Ich glaube, es ist auch schwierig jetzt zu bewerten, ob die am Ende eines Zyklus angekommen sind oder ob die vielleicht jetzt mal endlich durchstarten, weil am Ende sind sie tatsächlich in den letzten Jahren so eine Dauernummer 2 gewesen. Bayern unantastbar und dahinter die Nummer 1, the best of the rest, wenn man so will. Aber das als Erfolgszyklus zu bewerten im Nachhinein, weiß ich nicht, ob man... Ja, die sind zwischen Baum und Borke. Also ich finde tatsächlich, ich finde das ganz, ganz schwer zu beurteilen. Und ich muss sagen, dass ich selber völlig entsetzt bin. Wir stellen uns diese Frage ja auch ein bisschen experimentell, dass ich nicht zu 100% sagen kann, was wollen die eigentlich von mir? Also ich bin ja so ein sympathischer Verein mir, aber ich kann dir echt nicht sagen, wofür stehen die genau gerade? Ja. Wo geht's für die hin? Was ist fängt ja bei der Hymne schon an. Ne? Also dieses You'll Never Walk Alone nachzusingen den Liverpoolern, das ist ja einfach auch nur arm. Also muss man mal ganz klar sagen. Das ist der einzige, bei aller Fanfreundschaft, die es zwischen dem 1. FC Köln und Borussia dort, also für mich existieren diese Fanfreundschaften eh nicht. Das sehe ich anders. Aber es ist, genau, siehst du etwas anders. Trotzdem ist es immer nett, mit den Dortmundern zusammenzustehen beim Auswärtsspiel, keine Frage. Aber dass sie You'll Never Walk Alone singen, finde ich einfach nur, also da muss doch mal was Eigenes kommen. Ne? Was ist denn das für eine Positionierung, wenn ich den Song von anderen nachsinge? Kann ich dir sagen, Me Too. Ja. Das ist eine MeToo-Positionierung, ja. Und das ist natürlich irgendwie, das würde ich als Borussia Dortmund für etwas zu wenig ambitioniert erachten. Ja. Ne? Das muss man ganz klar sagen. So, wer ist Nummer 3 in der Liga? Ab da interessiert es mich ja nicht mehr, ne? Ich glaube, jetzt kommen die Spritzer, ne? So wollte ich das einleiten. Ich muss nachgucken. Dein Witz war weggenommen. Nee, gar nicht. Ne. Ja, wofür steht, um alles in der Welt, wofür steht Leverkusen? Ja, nix. Einfach nix. Wir wollen mitspielen. Ne? Ja. Wir würden so gern haben, dass uns mal einer liebt. So. Aus Fuscherei. Fuscherei, klar. Ja. Wettbewerbsverzerrung. Das ist Bayer Leverkusen. Das ist die Fremdwahrnehmung. Aber sie machen ja eine gute Arbeit. Ne? Sie kriegen ja auch, weiß ich nicht, jedes Quartal irgendwie zweistellige Millionenbeträge überwiesen. Hinten reingeblasen. Ne? So, mich würde tatsächlich absolut interessieren, wofür wollen die selber stehen? Es ist bei mir nicht angekommen, obwohl wir ja so weit nicht, also wir müssen jetzt einmal in reinspringen, dann sind wir ja relativ schnell da. Ja. Mir ist vollkommen unklar, was die wollen. Naja, und wenn man sich das Management jetzt anschaut, da finden ja auch gravierende Änderungen gerade statt. Also vor allen Dingen Stichwort der Pudel, Rudi Völler, der jetzt abdankt. Wir haben ihn ja bei unserem letzten Gastspiel in Leverkusen, haben wir ihm ja noch so eine richtig schöne 1-0-Klatsche mitgegeben zum Abschied. Ne, Rudi? Ja.
So, und jetzt gehst du und was hast du erreicht? Ja, nix. Also wirklich nicht nur keinen Titel, sondern, ja, keine Ahnung, also noch nicht mal irgendwie dran geschnuppert, ne? Das war ja... Der Pudel hat nicht dran geschnuppert. Ja, genau. Also ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, ich finde es eine absolut tragische Geschichte. Der Mann hat 2/3 seiner Karriere Weltklasse abgeliefert als Stürmer und als Nationaltrainer und macht dann einen solchen Blödsinn und geht zu Bayer. Und das ist natürlich absolut gar nichts. Und er ist eigentlich nur dadurch aufgefallen, dass er Leute beleidigt hat und ständig irgendwie ausgerastet ist, vielleicht weil er selber gemerkt hat, keine so richtig geile Idee, aber ich bleib jetzt mal drauf sitzen. So. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, mit Rudi Völler geht die letzte Person in diesem Verein, die in einem, wie sagen wir mal, respektablen Maße in der Fangemeinschaft, Fußballfangemeinschaft in Deutschland noch Anerkennung findet. Ja, wer kommt denn danach? Da ist jetzt Simon Rolfes, aber das ist ja ein Schluck Wasser in der Kurve, so langweilig ist der Typ. In der Zentrifuge. Also wirklich. Da ist, also wenn man sich mal überlegt, früher gab es den Kallmund, jetzt Rudi Völler als absolute Gesichter dieses Vereins und jetzt hast du das fahle Hemd von Simon Rolfes. Ja, meine Güte. Da herrscht doch kein Zug mehr. Ab der nächsten Saison. Warte mal ab. Man stelle sich die Situation vor, über die wir uns alle geärgert haben. Florian Wirtz. So, da hieß es ja, ne, die haben den quasi eingeladen und dann war der Rudi Völler dabei, das ganze Präsidium sozusagen, ne, auch das hässliche Gesicht des Fußballs. Wie heißt der? Karies, ich möchte nicht sagen. Ach, dieser komische Spanier oder was? Also ne? jedenfalls, sie waren alle da. So, und natürlich, ganz ehrlich, wenn du in so einer Truppe sitzt und du bist ein junger Spieler und die bieten dir an, du kannst Champions League spielen, beeindruckend. Aber warum beeindruckend? Weil da Rudi Völler sitzt. Das muss man einfach auch anerkennen. Ja? So, jetzt sitzt kein Rudi Völler mehr. Ich möchte wissen, wer sich davon beeindrucken lässt. Also die können jetzt wirklich nur noch mit Geld trinken. Das war's dann auch. Ne? Strahlkraft gleich 0. Ende Gelände. Es bleibt wirklich der langweiligste und fadeste Verein der ganzen Bundesliga. Ja, Moment. Da kommt noch einer nach. Ja, okay, dann machen wir mal weiter. Wer ist denn Vierter geworden? Leipzig, ne? Leipzig, genau. Ja, ach stimmt. Ja, das ist natürlich, das ist ja nur wirklich nichts. Ne? Ja, also das wobei ist, langweilig falsch ist. Ne? Also die stehen, Positionierung für mich ist ganz eindeutig. Ich scheiß auf euren Sport, ich scheiß auf eure Regeln, ich scheiß auf eure Kultur. Das ist die Positionierung Red Bull Leipzig. Wir machen hier unseren Haifischkapitalismus ziehen wir durch. Egal, ob ihr das mögt oder nicht. Wir machen es so lange, bis es den ersten Vollidioten gefällt. Und das gibt auch schon welche, die denen es schon ich meine, es ist doch wirklich ein Witz. Wir reden über 50+1 in der Bundesliga. Und da kommt eine Firma und gründet einen kompletten Verein. Also da reden wir weder über 50 noch +1, noch über 70 oder 90, sondern wir reden über dreist umgesetzte 100%. Die hier als Verein in dieses Rennen geschickt werden. Also es ist mir nach wie vor ein absolutes Rätsel, welche Lücken damals von findigen Anwälten gefunden wurden, dass man die gesamte Rechtsprechung des DFBs hier unterwandern konnte und dieses Konstrukt in diese Liga schmuggeln konnte. Und dann tatsächlich auch noch behauptet wird, dass da gute Arbeit geleistet wird. Denn das interessiert doch keinen Menschen, was es kostet. Die Kohle kommt auf den Tisch. Ja, mein Gott, das kann Ming Oma kann da einen guten Job machen mit dieser Kohle, ganz ehrlich. Ich stelle mir immer vor, wie lustig das ist, wenn die quasi kommen mit ihrem Logo, sieht aus wie das Firmenlogo, ne? So, und keiner sagt, Moment mal, ne? So. Und dann sagen die, Moment mal, das heißt ja Red Bull. Und dann sagen die, ja, nee, das ist RB, steht für Rasenball. Rasenball. Ach so! Ne? Also, das ganz ehrlich, so, als wenn wir jetzt hier einen Ball rausholten und würden hier anfangen, ein bisschen zu kicken. Ne? Dann wären wir auch Red Bull. Wie die aus dem Meeting kommen und sagen, nö, das ist ja jetzt auch alles in Ordnung. Ja? Also was für Idioten das sein müssen, die das durchwinken. Mir nach wie vor ein absolutes Rätsel. Und ich glaube, also tatsächlich die Differenzierung zwischen der eigenen Positionierung und der Wahrnehmung bei den Fans, der ist bei keinem einzigen Verein, also so weit auseinander. Wirklich diametral auseinander, 180 Grad voneinander entfernt. Wie bei Red Bull Leipzig. Denn von den eigenen, sind es überhaupt Fans? Ich weiß gar nicht, sind das Kunden? Das interessiert mich auch nicht. Aber jemand, in ganz Deutschland aufgenommen wird als ist doch jedem klar, dass dieser Verein eine Fuscherbande bis unter die Haarspitzen ist. Ne? Richtig. Also ganz ehrlich. So. Und da kannst du eigentlich, und das ist, wenn du als Spieler, ne,
Da würde ich differenzieren. Wenn du als ganz junger Spieler irgendwie da eine Chance hast, da hinzugehen oder sowas, dann mag das angehen, weil du ja nicht weißt, was du, ne, wo kannst du dich entwickeln und so weiter. Und du musst halt eine Karriere machen und du hast nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ja. Also ist das wahrscheinlich, weil die eben aufgrund der Kohle ideale Bedingungen haben, eine Möglichkeit, dich irgendwie ins Schaufenster zu stellen. Ja. In Ordnung noch. Ich find's nicht geil, aber in Ordnung. Ja. Aber als ein ausgewachsener Spieler, der sich aussuchen kann, wo er hingeht, der sowieso schon die Taschen voller Geld hat, ne? Ja. Und die Taschen voller Geld. Ne? Ja. Wie kann der da hingehen? Da muss ich eine Charakterfrage stellen tatsächlich. Ja, das ist mir nicht nachvollziehbar. So, und wenn wir jetzt über den Zyklus sprechen, der ist natürlich nach wie vor ein Erfolgszyklus, ist ja auch klar. Also wenn man in der 5. Liga startet irgendwo und sich dann hochschießt in kürzester Zeit mit Kohle ohne Ende, dann bleibt es natürlich nicht aus, dass da auch Erfolge mit verbunden sind. Mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Willst du erst über Freiburg reden oder Union? Ne? Weil eigentlich Union dran, okay, Union war ja noch vor den Freiburgern. Ne? Ich habe mich vertan, hast recht. Ja. Aber Union, also beides ehrlicherweise total spannende Vereine meiner Ansicht nach. Union für mich ein Beispiel dafür, dass du als ehrlicher Fußballverein, dass es das noch gibt, diese Positionierung, wir stehen echt für Fußball, wir stehen echt für Fans, wir stehen hinter unseren Ultras, hinter unseren Fans. Das ist das Zentrum für uns und alles andere, wenn es gut klappt, super. Wenn nicht, egal, die bleiben alle bei uns auch in Liga 3. Ja. Aber sie zaubern ja im Moment was ab, das ist ja völlig irre. Also für mich auch sozusagen Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung ganz nah beieinander. Mhm. Trotzdem ist auch das keine Garantie, dass dieser vermeintliche Erfolgszyklus, in dem sie sind, zweimal hintereinander jetzt Europa erreicht. Die sind ja noch in einem, also, gut, genau. Dass der weitergeht. Denn das ist ein ähnliches Beispiel, wie wir es auch waren. Und ich könnte mir vorstellen, selbst Union Berlin, also bei aller Mentalität und bei aller Haltung und bei allem Charakter, vielleicht gibt es da auch Leute, die wie bei uns damals jetzt auch ein bisschen abheben. Und darauf muss man als Verein aufpassen. Ich weiß nicht, wie das, dafür bin ich zu wenig bei Union involviert. Aber ein Selbstläufer ist es garantiert auch nicht. Und das schauen wir uns nächstes Jahr mal an. Mein Tipp ist eher, dass die nächstes Jahr nicht mehr so eine überragende Rolle spielen. Aber es ist einfach nur ein Tipp. Ja, das wäre mein Tipp diese Saison schon gewesen und sie haben mich eines Besseren belehrt. Also auch deswegen finde ich, also ich freue mich auch ein bisschen drüber. Ne? Ich meine, als ehrlicherweise unserer Konkurrenz hätte ich gerne gesehen, dass wir die irgendwie einholen. Aber ich finde sehr respektabel, was die da hinstellen. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Überleitung zu Freiburg. Ja, ja, Freiburg, also für mich auch, das ist für mich eigentlich der sympathischste Verein der Liga. Auch wenn in den Spielen gegen Freiburg, naja gut, auch die andere Situation war, wo selbst die ganzen netten Jungs dann plötzlich auch verdammt lang auf dem Rasen lagen. Und selbst der Trainer hat auch seine Momente, die ein bisschen special sind. Aber das ist eigentlich das Vorzeigebeispiel der Bundesliga neben Bayern München für eine wirklich sehr erfolgreiche Phase, in der sie sich befinden. Und die Positionierung, das ist einfach der sympathische Verein aus dem Breisgau. Das ist auch exakt die Wahrnehmung. Also das ist so dermaßen deckungsgleich bei denen, das ist schon faszinierend. Ne? Ja, auch eine Konzentration auf Fußball, kein Larifari, keine Sonderveranstaltung, sondern tatsächlich Fußballverein. Ja. Und ganz, ganz basic und funktioniert super. Und keiner hätte gedacht, dass es so kontinuierlich bergauf geht. Ne? Irgendwie dachte man immer, naja, die können auch noch mal wieder einbrechen. Ja, ich finde das auch Wahnsinn mit dem Stadion, ne? Dieser Wechsel. Also es ist völlig geräuschlos über die Bühne gegangen. Ist sehr interessant, ja. Die kriegen ein neues Stadion und spielen genauso erfolgreich weiter. Und das alte Stadion war eine komplette Legende. Das muss man ja mal überlegen, ne, was wir für Diskussionen hier haben um dieses nicht so alte Stadion, ob das irgendwo anders wieder neu aufgebaut, da gehen die alle auf die Barrikaden. Ja. Und in Freiburg haben sie es irgendwie dann doch hinbekommen. Das ist echt, finde ich auch echt eine Leistung. Ne? Ja. Machen wir weiter. Danach kommen direkt wir, das machen wir im allerletzten Part. Es gibt also einen 4. Part, da beschäftigen wir uns nur mit uns selber. Ne? Das machen wir so am allerliebsten. Der kommt wieder. Ja. War das der eben schon in Zündorf, der da vorbeikam? Ich glaube, es gibt in Köln bestimmt 2 von diesen Wassermopeds. Jede Menge von den Dingern sind hier unterwegs. Genau. Ne? So, und dann kommt ein Verein hinter uns direkt. Der gibt mir auch Rätsel auf Mainz. Ich
verstehe die nicht mehr so richtig. Also dieses, die haben halt dieses Karnevalsverein-Ding so ein bisschen, tragen die mit sich rum. Auch so ein bisschen so ein Underdog, aber trotzdem geil Thema. Ja, die sind auch ähnlich wie wir, sind hier dem Abstieg so gerade von der Schippe gesprungen. Und mit Bo Svensson haben sie einen überragenden Trainer dann auch wieder gekriegt. Überleg mal, die hatten damals den Bayer Lorzer, ne, als Trainer zwischenzeitlich. Ja. Also das war auch völlig der falsche Weg. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Und dann ist der Heidel ja wieder zurückgegangen. Also das Management scheint jetzt wieder zu funktionieren. Das macht einen sehr synchronen Eindruck. Aber interessant, ne? Weil aufgewärmte Geschichten normalerweise ja nichts bringen. Ne? Ja. Also wenn jetzt irgendwie Gladbach, worüber wir noch reden werden, irgendwie Favre zurückholen möchte, was, keine Ahnung, das klingt für mich nicht nach einer guten Idee. Also bei uns jedenfalls hat sowas selten funktioniert. Ja. Aber bei Mainz hat's zumindest mal, was Heidel anbelangt, scheint es ja zu gehen. So. Ja. Aber so richtig. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Verein, den wir nächste Saison auch wieder hinter uns lassen werden. Ob die um den Abstieg spielen werden, das wird man sehen. Aber das ist auf jeden Fall unsere unmittelbare Augenhöhe. Und da halte ich uns im Moment tatsächlich für gefestigter als Mainz 05. So, next one. Hoffenheim. Oh! Ja. Ja, Selbstvernehmung, ich glaube, die denken, sie tun was ganz Tolles für die Region. Ganz toll, wir sind so wichtig für die Region. Ne? Ja. Ja, der Hopp ist ja auch so ein Ehrenmann. Ein Ehrenmann, ne? Also ganz toll. Hat ja so viele Charity-Projekte, das stimmt ja auch, ist ja auch wunderbar. Aber das hat ja nichts mit Fußball zu tun. Ne? Deswegen fuscht er im Fußball trotzdem rum. Er hat mit Sicherheit ganz tolle Spendenaktionen und hat ganze Regionen medizinisch aufgepeppt mit Kliniken, was weiß ich, was der alles, also natürlich sehr, sehr lobenswert, aber das rechtfertigt überhaupt nicht, dass er mit seinem gekauften Verein Hoffenheim auch die Liga betrügt und klare Wettbewerbsverzerrungen betreibt. Ne? Absolut, und ich finde auch, also ich meine ganz ehrlich, also wie dieses angebliche Herzensding, wir wissen ja alle, dass er vorher versucht hat, andere Vereine zu kaufen, die sich Sandhausen, die sich geweigert haben und so. Mannheim, das ist ja ein tolles auch, ne? Herzensding. Ich will zurück zu also dass du quasi als an 6. Stelle, wenn du überall anders abblitzt, dann ist das plötzlich dein Herzensding. Ja, also was für ein Blödsinn. Ja. Ne? Es geht tatsächlich einzig und allein darum, um so einen kleinen Kindertraum. Wie wäre das, wenn ich König der Bundesliga wäre und ich könnte mir selber einen Verein kaufen, wäre das nicht toll? Und diesen Schwachsinn, diesen Kindertraum, den müssen wir jetzt alle ertragen und mit durchleben. Und ehrlicherweise finden sie es selbst in der Region ja nicht mal spannend. Also die kleinen Vereine in der Region sagen alle Scheiße, die guten Spieler werden uns weggekauft. Ja? Und wenn du in dieses blöde Stadion gehst, wie schlimm das war, als wir 5-0 verloren haben wir eben schon erzählt, da freut sich ja keiner. Also es ist derartig tot. So, und ich glaube, natürlich ist das nicht deren Selbstwahrnehmung. Sie denken, sie tun was Tolles. Sie tun aber nichts Tolles. Für wen tun sie? Sie tun nur für sich selber was Tolles. Ne? Wir gucken einem Milliardär beim Onanieren zu. In Wahrheit. Entschuldigung. Sehr gut, also es ist furchtbar. Ja, schrecklich. Ja, das macht keinen Spaß. Und du siehst ja auch, was die Kontinuität im Management anbelangt. Ich meine, die haben echt eine gute Saison gespielt. Bis zum zweiten Drittel der Saison waren die ja, glaube ich, sogar in der Champions League. Ne? Auf jeden Fall deutlich vor uns. Dann sind sie etwas eingebrochen und jetzt haben sie den Sebastian Hoeneß entlassen. Ja. Also Umbruchphase, wenn wir in Zyklen reden. Ja, ganz genau. Wer wird neuer Trainer? Ich weiß es nicht. Ist da schon was verkündet worden? Ich würde nicht hingehen. Ich glaube, dass dieses Hoffenheim, das wird nicht noch mal so stark werden, wie es schon mal war. Weil der Hopp ist langsam auch ein Auslaufmodell. Also wie alt ist der jetzt? 85 mittlerweile? So alt noch nicht. Aber ich glaube, der macht auch nicht mehr lange weiter in diesem Verein. Und sobald diese Figur raus ist, wird das alles in sich zusammenbrechen, ist meine Prognose. Und ich hoffe, dass es möglichst schnell der Fall ist, damit wir die nicht mehr sehen müssen. Also es ist scheußlich. Ja, kommen wir doch mal zu einem Verein mit etwas mehr Herzblut und mehr Tradition. Gladbach. Oh, sehr interessant. Unser lieber alter Freund vom Niederrhein. Übrigens 2-mal geschlagen dieses Jahr, nur mal by the way. Ne? Das wird ja jetzt gut, Corona. also ich meine, das ist tatsächlich ein Zyklus, der da ganz offensichtlich gerade zu Ende gegangen ist. Oder schon im letzten Jahr begann zu bröckeln, der sehr eng verbunden war, diese erfolgreiche Zeit, die sie hatten, also wirklich 10 Jahre ab 2011 eigentlich bis 2021 unter Max Eberl.
sehr erfolgreich bis in die Champions League, etabliert, für uns fast schon in unerreichbar, bin ich ganz ehrlich, ne? Damals in unerreichbare Ferne vermeintlich gerückt, aber es kam alles ganz anders. Wir wie Phönix aus der Asche und in Gladbach bricht so ein bisschen alles zusammen. Rose hatte ja schon nicht funktioniert, dann ging er Adi Hütter krachend gerade entlassen, beziehungsweise in beiderseitigem Einvernehmen. Und wenn ich mir den Herrn Wirkus, ich mache das Wortspiel jetzt nicht, machen wir es doch, also den Zirkusdirektor Wirkus, wenn ich mir den jetzt anschaue, das ist natürlich eine Figur, die passt überhaupt nicht ins Haifischbecken Bundesliga, wenn du mich fragst. Bestimmt ein lieber netter Kerl, hat auch einen guten Job in der Jugendabteilung der Gladbacher gemacht. Der ist ja Mitte 50 schon. Ne? Kommt eher wie ein Onkel rüber. Ja, wie ein Onkel, ganz genau. Und den wird kein Mensch ernst nehmen. Also das schreiben im Übrigen auch die Gladbacher im Forum. Ich lese da ja regelmäßig so ein bisschen. Schwierig für die Gladbacher. Tourismus, ne? Ja, genau. Man muss sagen, die haben über viele, viele Jahre einen ganz eigenen Fußball gespielt, auch einen begeisternden Fußball, gegen den wir, wie du richtig gesagt hast, irgendwie überhaupt nichts entgegenzusetzen hatten. Und es war immer ein Wunder, wenn man so ein Derby gewinnt. Und auch das ist weg. Also auch dieser Fußball ist tatsächlich nicht mehr da. Und ich glaube, als Gladbach-Fan blutet dir das Herz, wenn du siehst, wie dieses ganze Schöne, was du für vollkommen selbstverständlich gehalten hast, jetzt dir unter der Hand so wegbröselt und plötzlich einfach nicht mehr da ist. Und wie kriegst du das zurück? Ne? Ja. Also um Eberl haben die, glaube ich, viele beneidet tatsächlich. Ja. Und dass man irgendwann, wenn du so viel Verantwortung auf dich nimmst und so das Zentrum dieses Erfolgs bist, dass du irgendwann auch platt bist. Ja. Ich finde das sehr nachvollziehbar. Man sieht einfach bei Gladbach, ähnlich wie bei uns, bei den Bayern auch. Ne? Es ist überall das gleiche Thema. Sobald ein Machtvakuum aufkommt, funktionieren die Spieler nicht nur nicht mehr, sondern sie machen auch noch, was sie wollen. Und guck dir das an, da gibt es Grüppchenbildung in Gladbach, ich sage nur Stichwort Franzosen-Clique, die haben doch alle keinen Bock mehr, die wollen doch alle weg. Und so haben sie auch gespielt in den letzten Wochen und Monaten. Das gilt ja nicht nur für die Spieler und das weiß ich jetzt in Gladbach nicht. Vielleicht gibt's Gladbach-Fans, die uns das schreiben, weil wir kennen es von uns, dass dann plötzlich irgendwelche Altinternationalen oder Leute irgendwie aus dem letzten Loch gekrochen kommen und auch wieder was zu melden haben, weil sie jetzt plötzlich sehen, haha, vielleicht doch noch eine Chance für mich. Ja. So, und ich vermute mal, dass das da nicht anders ist. Ich habe mich immer gefreut, dass Rainer Bonhoff, den ich als Kind wirklich sehr, sehr verehrt habe, dass dem das irgendwie gelingt, da so ganz ruhig einen Präsidenten zu machen und sich nicht so nach vorne zu spielen und irgendwie, also ich hatte immer das Gefühl, naja, er ist ja nicht der Präsident. Ne? Nee, das ist er nicht. Aber er ist Vize oder was? Was ist er denn? Ja, er ist auf jeden Fall im Vorstand. Ja, okay. Also Fakt, ich hatte immer das Gefühl, dass er wirklich da sehr ruhig und besonnen das alles macht und sich nicht nach vorne drängt. Und mir hat das ist ja eine Außenwahrnehmung, weil ich bin ja kein Gladbacher. Mir hat das ganz gut gefallen. Möglicherweise ist das auch ein Irrtum, weiß ich nicht. Aber ich vermute mal, dass der ein oder andere auch dort jetzt um die Ecke kommt und nach der Macht greift und sagt, ha, meine Chance. Das müssen nicht immer die besten Leute sein, die dann nach vorne kommen. Ne? Naja. Ja, also wenn man sich die Pressekonferenzen anschaut in der letzten Zeit bei Borussia Mönchengladbach, dann kann einem nur Angst und Bange werden. Und das ist definitiv ein Negativzyklus, in den sie sich begeben haben. Und da kommst du auch nicht sofort wieder raus. Also das wird dauern, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Du musst jetzt den bitteren Weg gehen und erstmal wieder dich mit weniger zufrieden geben. Und das werden die Gladbacher tun. Deswegen meine Prognose auch ganz klar nächste Saison. Wir werden wieder vor Gladbach landen und wir sind in beiden Derbys klarer Favorit. Ich will jetzt nicht so tun, als würde ich das nicht gerne hören. Ja, genau. Ja, jetzt kommt noch so ein Spezialfall. Frankfurt, ne? Hey, spielen heute Abend, ne? Das kann man ja verraten. Noch ja, super. Nicht, ne? Also das ist schon wirklich sehr geil. Zweimal hintereinander, Wahnsinn. Mindestens ins Halbfinale der Euroleague gekommen und zweimal in kürzester Zeit. Ne? Und als FC-Fan, ne, ich meine, es ist ja bekannt, dass wir uns für die besten Fans der Welt halten, ne, guckt man natürlich mit etwas Neid und Eifersucht, ja, auf diese Posse, auf diese unfassbare Menge von Leuten, die da reisen und feiern und denkt, das wäre eigentlich unser Film gewesen. Ja. So, und ich gönne es sehr.
bin trotzdem traurig, dass wir nicht haben anschließen können nach unserer Europasaison. Jetzt kommt's vielleicht endlich. Ne? Ja, ist bei mir ähnlich. Also das ist von jeher natürlich auch eine starke Konkurrenz zwischen Frankfurt. Ich will nicht von Hass sprechen, überhaupt nicht. Aber Frankfurt und Köln, das ist schon auch, da geht's heiß zur Sache. Und trotzdem finde ich es auch bewundernswert, was die da abliefern. Und ich bin wirklich seltenst für deutsche Vereine im Europapokal, aber bei Eintracht Frankfurt habe ich mich dabei ertappt, dass ich zu denen gehalten habe. Ja. Bin ich voll dabei. Ich wünsche denen alles Gute und ich hoffe, dass wir allerdings auch nächste Saison wieder vor Frankfurt sind. Da bin ich aber nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Wo befinden die sich, wenn man über Zyklus redet? Aufsteigender Ast, absteigender Ast, Zenit? Was sind die? Naja, also das ist auf jeden Fall nach wie vor eine Erfolgsstrecke. Ne? Also wenn du das Finale der Euroleague, ich bitte dich, das ist sensationell. Aber ist das und dann bist zu Ende, du bist oder? eigentlich auf dem Top angekommen. Jetzt müssen wir mal abwarten. Der Glasner war ja am Anfang sehr umstritten. Und war eigentlich schon wieder vor dem Abschuss. Ich finde ihn auch komisch, der sieht irgendwie aus wie Tante Trude. Ne? Also ganz ähnlich komisch, langweilig wie Simon Rolfes. Aber tut nichts zur Sache. Wenn du den im Europapokal gesehen hast an der Seitenlinie, da hat er richtig Emotionen gezeigt. Ja. Und ich glaube, dass der bei den Fans jetzt auch angekommen ist. Also die mögen den. Und wenn das mit ihm, ich glaube, wenn die einen guten Saisonstart erwischen, dann ist es ein Kandidat, der dann auch wieder um die internationalen Plätze mitspielt. Dieses Jahr waren die ja unter ferner Liefen, was die Bundesliga anbelangt. Ja. Ich glaube, die werden weiterhin erfolgreich sein. Ich befürchte es fast, weil wir müssen natürlich gucken, dass jetzt nicht allzu viele Leute erfolgreich sind, weil wir wollen es ja auch sein, nicht wahr? Nächste, eigentlich total lustig, dass die jetzt direkt nach Frankfurt kommen, eine Sensation Bochum. Ja, dann, wenn du mich fragst, einfach total geil, was die abfeiern. Ja. Die Auswärtsfahrten toll. Es war immer ein Verein, den ich sehr gern gemocht habe. Und was die wirklich geschafft haben, meiner Ansicht nach, ist, dass sie der Pottverein geworden sind. Eben deswegen, weil sie ein glaubwürdiger Verein sind, ne? Richtig, also die stehen schon für Maloche, die stehen für Arbeiten, die stehen für eine Ehrlichkeit und das muss man klar sagen, gilt nicht mehr so. Das ist die Wasserschutzpolizei, muss ja keine Sorgen machen. Ja. So, das gilt nicht mehr so für die anderen Kandidaten. Da wir haben über Dortmund gesprochen, die sind eigentlich zu groß für Pottverein, für so eine regionale Verankerung. Und Schalke ist einfach ein verlogenes Gebilde. Ja. So, und die können kein Pottverein sein, die können auch kein Kumpelverein. Ich finde, das ist alles viel zu verlogen. Ja. Ich glaube, das haben die Bochumer erkannt und sie sind in diese Bresche gesprungen, haben die Positionierung darauf noch weiter feinjustiert und es kommt bei den Fans an, also bei uns zumindest jetzt als gegnerische Fans, muss man sagen, wenn du mich nach dem sympathischsten Ruhrverein fragst, so auch nach dem urtümlichsten, dann sind das schon lange keine Schalker mehr. Also Schalke, hallo, die haben von dem Fleischheini und von Gazprom leiten lassen. Tönnies hat ja nun auch sich einiges zu Schulden kommen lassen, für das er auch bestraft wurde. Und wenn man also jahrelang, trotz aller Warnungen und trotz aller Hinweise von außen, an diesen Partnern festhält, dann darf man nicht erwarten, dass wenn man sich dann endlich von ihnen verabschiedet, nachdem ihnen ihre, sagen wir mal, negativen Orientierungen dann auch endgültig nachgewiesen wurden, dann darfst du nicht erwarten, dass man dir auf die Schulter klopft. Und ich verstehe auch nicht, dass es Leute tun. Ja, ne? Ist mir ein komplettes Rätsel. Die haben alles richtig gemacht, habe ich gehört. Was für ein Blödsinn. Ja. Nein, die haben nicht alles. Sie haben über viele Jahre alles falsch gemacht und jetzt in Teilen damit aufgehört. Und das macht dich nicht zum Helden. Der Held sind die das Geld nicht genommen haben. Genau. So, jetzt haben von Anfang an nicht. Unser Lob an Bochum quasi ist in einer Tirade gegen Schalke. Dann können wir das am Ende kürzer machen. Ja, genau. Aber es kommt ein ähnlich komisches Gebilde Augsburg. Oh ja. Ganz aktuell auch, ne? Ganz aktuell. Da sollte der Fee jetzt Der Friedensstifter Fee, ne? Ja, genau. Wen sollte der jetzt beaufsichtigen? Vom Präsidenten aus sollte der die Geschäftsführung, den Reuter sollte er beaufsichtigen. Ne? Ey, wie kannst du auf solche Ideen kommen? Das ist ja unfassbar. Ja. Also erstmal, dass du dir den Fee in den Verein holst als gute Seele, als Aufpasser, das ist ja schon mal ein völliger Schuss in den Ofen. Ja, ne? Da musst du echt blind sein. Ne? Also auf jeden Fall kann das keiner machen, der einen Fernseher zu Hause hat.
Ja, also wirklich. So, dann der Trainer, der Weinzierl, der hat hingeschmissen. Was war denn da der Hintergrund? Die wollten den Vertrag nicht verlängern, ne? Ja, die haben einfach mit ihm nicht gesprochen. Ja. Also er hat immer gesagt, wir müssen Gespräche führen. Aber wenn ich jetzt bis zum letzten Spieltag nichts gehört habe, dann ist das Thema für mich auch durch. Ja? Da brauche ich auch mit niemandem mehr reden. Das ist ja Blödsinn. Ne? So. Was richtig ist, ehrlich gesagt. Ja, ist ja super lustig, dass der Reuter dann im Interview gesagt hat, ja, alles klar, so gut wie sicher, alles eingetütet. Und dann macht der Reporter ihn darauf aufmerksam, dass der Weinzierl gerade gesagt hat, nee, er will nicht, er geht. Er geht. Vor laufender Kamera. Ich muss sagen, das ist eigentlich Lächerlich. eine Nummer wie unser FC früher. Ne? Ja, also, genau. wo du irgendwie Overath vom Dom den Ball hochhält vor attischen Säulen, um den Sponsor Satena anzugucken. Satena Holding, wir haben jetzt Zypern als Sponsor und die wissen nichts davon. Ne? So, also Eine solche Woche Geschichten. Zypern. Ja. Das ist eigentlich eine Kölle-Geschichte. Ja, ne? und genau Aber deswegen macht Augsburg auf mich den Eindruck, als ob sie spätestens jetzt angekommen sind an einem Abwärtszyklus. Der hat ja schon eingesetzt. Ich meine, die waren ja auch letztes Jahr, die sind ja auch dem Abstieg jetzt so gerade entkommen. Und da bricht jetzt alles in sich zusammen. würde ich denken. Und das ist für mich ein glasklarer Abstiegskandidat Nummer 1 für nächstes Jahr. Selbstauflösungstendenzen würde ich unterschreiben. Image und Positionierung fällt mir zu dem Verein ja nichts ein. Also dieser Verein ist auch der langweiligste Verein der Liga eigentlich, ne? Auch Mal wieder. gehören sich auch nicht selber im Übrigen, auch ein Investorenverein, wissen die wenigsten. Ja. Ne? Also braucht keine Sau. Nee. Es tut mir leid, also schön die Stadt Augsburg ist, aber diesen Verein braucht keine Sau. Ja. Und damit leiten wir über, das ist nicht ganz so gemeine Überleitung, nach Stuttgart. Ja, die haben wir jetzt. Haben die sich nicht gerettet am letzten Spieltag? Weiß ich nicht, ist das so? Ich glaube, da waren ein paar Männchen auf dem Platz, ne? Genau. Ein paar von denen hatten auch nichts anderes zu tun. Die haben sich gar nicht gefreut, sondern sind direkt in den Kölner Block gelaufen Ja, jämmerlich. und haben da Spökes gemacht und Stinkefinger gezeigt und weiß ich nicht was. Also ehrlich, wenn ich gerade gerettet bin, wie kann man so klein sein im richtig. Kopf? Die haben sich richtig und klein in der gemacht. Seele. Die haben sich klein um gemacht. dann andere Leute Stinkefinger zu zeigen, anstatt dass man sich einfach freut, dass man drin geblieben ist. Ja. Also, habe ich nicht verstanden. Egal, wofür um alles in der Welt steht Stuttgart? Außer Kehrwoche. Ja, also zumindest sie stehen auch für eine sehr große Fankultur, die ihnen zugrunde liegt, ne? Schon. Und Ja, und? sonst fällt mir nichts ein, ne? Ja, also mir geht's auch so. Natürlich ist das ein Traditionsverein, so ein Verein, der schon immer da war und so. Und deswegen denkt man da gar nicht mehr drüber nach. Was ist das eigentlich? Und wenn du mich fragst, ich kann es dir nicht sagen, wofür die stehen, was das soll. Und ich bin sehr gespannt, wie sich's weiterentwickelt. Ich bin gespannt, haben wir eben schon mal gesagt, wann sie merken, was sie sich fürs Einsnest gelegt haben da. Mit ihrem Vorstandsvorsitzenden und wie sich das entwickelt. Die werden vermutlich jetzt über kurz oder lang Richtung Investoren denken. Apropos Reaktion, hast du das gesehen, wie der dem Reporter da in den Arm gesprungen ist? Ja. Also wirklich so eine Fake-Freude, sorry, das ist so unecht, also einfach nur schlecht. Ein schönes Beispiel für Aber clever. Wollte sagen, ein schönes Beispiel für den genialen Populisten Werle. Und es haben ihn, glaube ich, wahnsinnig viele Leute abgekauft. Und es ist natürlich, also wenn du zeigen möchtest, mein Köln-Deal ist vorbei und ich bin mit Herzen komplett jetzt hier bei euch, dann machst du genau so etwas und wirst dafür dann eben abgefeiert. Das hat er, also wenn du es siehst, als strategischen Schachzug ist das sehr, sehr clever. Du musst halt aber auch sehr, sehr dämlich sein, um auf sowas reinzufallen. Das tut mir leid. Oder ich glaube, jeder, der das gesehen hat, der wird sagen, nee, das war überhaupt nicht cool und das war auch nicht emotional oder spontan, sondern das sah so gestelzt aus, so gestellt. Aber ich habe wahnsinnig viele Stimmen gelesen, wo Leute das ganz toll fanden. Ja. Und dann, also ich glaube schon, dass viele Leute reinfallen. Das wird mit der Zeit, die Pille wirkt langsam. Ne? Also das werden wir mit sehr viel Freude beobachten. So. Ja, aber genau. Also Stuttgart tatsächlich finde ich ganz spannend, weil es ja eigentlich ist es ein großer Verein und man hat überhaupt keine Ahnung, was wollen die eigentlich von mir. Ne? Ja. So. Zyklus wird man sehen. Also sie sind natürlich jetzt da dem Abstieg auch nochmal von der Schippe gesprungen. Und ich tippe darauf, dass der Werle da ganz klar dafür sorgen wird, dass man sich in Richtung Investoren öffnet. Ja. Wie viele Prozente sie abgeben, wird man sehen. Das ist überhaupt nicht
mit Erfolg zwingend zusammenhängen muss, hat man bei der Hertha gesehen. Richtig. Die ist übrigens jetzt, weil wir auf dem Relegationsplatz sind, ein Thema. Ach so, ist das schon unser nächster Verein? Ja, also Hertha oder na gut, dann lassen wir den. Wir haben jetzt auch Stuttgart, glaube ich, können wir abhaken. Das Cleverle ist vorbei. Reden wir so, über wir können Hertha. oder eben alternativ über Hamburg. Das muss man dann über den HSV. So. Ja. Wer wäre dir lieber? Wer soll gewinnen? Du, weißt du, das ist total lustig. Ich würde ja sagen, wenn ich mit meinem FC-Herz, ja, würde ich sagen, ich möchte, dass die Hertha gewinnt, weil die hat den Selbstzerstörungsknopf ja sowieso schon gedrückt. Das heißt, die gewinnen, dann ist der Magath weg und die haben die gleiche Scheiße wie vorher. Es hat sich ja gar nichts verändert. Ja. Es sind die gleichen Vögel da, es ist das gleiche defizitäre Handeln. Wundervoll, also ganz toll. Also die sollen gewinnen, Magath weg. Die gleiche Krankheit. So. Ja. Wenn du mich als Fußballfan fragst, würde ich sagen, fort damit mit der Hertha. Wobei der HSV hat ja eigentlich immer die Relegation geschafft. Ne? Also schafft er das dann diesmal auch in die andere Richtung? Ja, als Fußballfan würde ich mir das wünschen. Man muss nur damit rechnen. Naja gut, also was heißt, ich würde es mir wünschen? Macht natürlich auch Spaß, den Hamburgern noch ein weiteres Jahr zweite Liga zuzuschieben. Ne? Das wäre dann schon das 5. Jahr. Ich meine, die spielen jetzt 4 Jahre zweite Liga. Wenn die nicht tatsächlich jeden Stein mittlerweile umgedreht haben in ihrem Verein, also dann weiß ich es nicht. Ja, ne? Und das ist auch nötig, um aus so einem verkorksten Konstrukt wie dem Hamburger Sportverein vielleicht dann wieder einen erfolgreichen Zyklus einzuleiten. Dafür musst du diesen dreckigen Weg gehen und den sind die Hamburger gegangen. Und ich würde ihnen allerdings tatsächlich auch wünschen, weil die 4 Jahre, die sind jetzt klein genug. Ja, die sind richtig geläutert. Und deswegen halte ich da zum HSV. Und Hertha, Gerechtigkeit muss siegen. Wer sich so mit Investorenkohle versucht, nach oben zu schießen, der muss die gerechte Strafe bekommen. Das würde mir runtergehen wie Öl. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass der HSV gewinnt. Und ist auch mein Tipp. Ja, das ist absolut mein Tipp. Ich sage ja 2 Seelen in meiner Brust. Weil das eine, wenn der HSV hochkommt, dann gehe ich jede Wette, die bleiben auch drin. Eben deswegen, weil die komplett kernsaniert sind. Ja. Ne? Weil wenn du quasi so lange da bist, du hast es geschildert, ist kein Stein mehr auf dem anderen. Und dann bist du solide ein Aufstiegskandidat und nicht einfach nur, weil du irgendwie Kohle auf den Dreck geschmissen hast, den du vorher produziert hast. So. Ja, also insofern... haben wir noch Vereine vergessen? Ja, es kommen ja noch, wir haben ja, na klar, es kommt noch, also Schalke haben wir im Grunde abgehandelt, aber Werder Bremen ist noch da und für mich auch insofern spannend, als dass, vielleicht auch, weil sie ein bisschen aus dem Blick waren, ich dir jetzt nicht so richtig sagen kann, außer was ist grün und stinkt nach Fisch. Also wie schlagen die eigentlich auf? Was wollen die mir sagen? Naja, also wenn wir wieder in Zyklen denken, dann hat Werder Bremen ja wirklich eine ganz erfolgreiche Ära geprägt. Ist schon länger her mittlerweile. Jetzt sind sie einige Jahre unten rumgedümpelt. Mit Schaf, und letztes Jahr hat, unter anderem, ne? Und letztes Jahr hat es sie dann erwischt. Sie sind abgestiegen seit langer Zeit mal wieder. Und ja, ich weiß nicht, ob bei denen eben dieser Prozess jetzt schon ausreichend umgesetzt wurde mit Steinchen umdrehen und wirklich alles neu, alles auf rechts oder auf links gedreht. Das glaube ich nicht. Und deswegen mein Tipp, Werder Bremen, auch absoluter Abstiegskandidat nächstes Jahr, weil die mit Sicherheit nicht die finanzielle Kraft haben, um jetzt sofort durchzustarten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein wiedererstarktes Werder Bremen aus den alten Zeiten plötzlich wieder in der Liga zurückgekommen ist. Glaube ich nicht dran. Dass sie die gleiche Geschichte schreiben wie Bochum etwa oder so. Nee, ne? Also als Aufsteiger direkt richtig schön da durchmarschieren. Na gut, Bochum war ja vorher viel länger in der zweiten Liga. Ne? Na klar. Also die haben den... Naja, natürlich, das ist nicht vergleichbar. Die haben den Prozess durchgemacht und die haben sich neu erfunden und sind dann wiedergekommen. Und Werder Bremen hat sich nicht neu erfunden, wenn du mich fragst. Also wofür steht Werder Bremen? Das sind ja auch noch die alten Vögel, die da alle rumlaufen und so. Ne? Die kommen jetzt dann alle wieder. Ne? Ja. So, also du hast recht. Also das ist natürlich, sind so Indizien für Fahrstuhlmannschaft. Ne? Ja, so, also ganz genau. Wenn du gar nicht viel änderst. Ne? Sagst, wir sind gut genug, wir gehen wieder hoch. Bist aber dann da wieder auch schlecht genug, um direkt wieder runter zu gehen. Das ist dann sehr schnell vorbei. Wenn wir so insgesamt
Also wenn man sich das jetzt, wir sind am Ende quasi, wenn wir die Vereine durchgehen, angelangt, aber Ja, ist ja man nicht merkt das auch, weil wahnsinnig die Haut viel? brennt, also wieder mehr als vorher. Die Schnüss Wahnsinn. brennt auch und die Öhrchen sind auch schon warm. Aber ist denn nicht wahnsinnig viel Umbruch? Also ich empfinde das im Moment so, Ja. dass diese Liga insgesamt ziemlich im Wackeln ist und dass alles möglich ist. Also wir erinnern uns, ganz, ganz früher ist Kaiserslautern mal als Aufsteiger Meister geworden. Da haben wir immer gesagt, das geht nie wieder. Im Moment, das würde ich auch nicht für möglich halten, aber im Moment halte ich schon ziemlich viel für möglich. Ich glaube, Dass wir Meister werden, ja, zum Beispiel. das ist ja schon ausgemacht. Ne? So und Ja, nee, du hast völlig recht. Das ist bedingt bestimmt auch durch Corona, aber auch, ja, weiß nicht, durch generelle Entwicklungen im Fußball, die vielleicht auch eine Rolle spielen. Leistungsdichter. Man hat den Eindruck, es ist jetzt plötzlich alles wieder dichter zusammengerückt. Früher ging die Schere auseinander, jetzt ist die Schere wieder zugegangen. Selbst wir spielen plötzlich, trotz dessen, dass wir quasi pleite sind, ne, oder dass unsere Finanzen wirklich sehr schlecht bestellt sind. Auch an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an die tolle Arbeit von Alexander Werle in den letzten Jahren. Das hat natürlich alles nur an Corona gelegen, ist völlig klar. Nein, es gibt Gründe für dieses Schließen der Schere. Und da brauchen wir aber gar nicht näher drauf eingehen, sondern das Interessante ist tatsächlich, dass es da ist und dass jeder was erreichen kann in dieser Liga. 50-50-Spiele haben wir oft von gesprochen. Wir können jedes Spiel gewinnen. ja. Das ist doch super. Also für die Liga ist es bestimmt interessant. Und der absolute Primus, haben wir jetzt rausgearbeitet, befindet sich auch in einem Abwärtszyklus jetzt erstmal. Rückt Zumindest also ist es auch wieder fragil, näher ja. an uns ran. So, und dann schauen wir uns nächstes Jahr das mal an, wie eng, wie spannend die Liga wird. Und wir schauen uns, aber das machen wir am nächsten Sandstrand, ohne Wiese drauf. Wir schauen uns mal an, wie wir das eigentlich angehen und wofür steht eigentlich der 1. FC Köln? Ja. Und was macht uns so unfassbar geil? Bis gleich, Leute.